Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu der LiveNet Kaffeepause, immer am Mittwoch. Und das ist auch so jetzt kurz vor Weihnachten, dass wir uns wieder treffen im Zoom. Diejenigen, die dabei sind hier, die können danach auch noch austauschen über das, was man jeweils hört in diesem Input. Und diejenigen, die einfach über Livestream hier reinschauen oder auf YouTube, Facebook, auch später noch, da wünsche ich euch auch eine inspirierende Zeit. Und wir haben heute einen besonderen Gast dabei. Das ist die Miriam Braunschweiler, sie wird uns ein wenig erzählen, was beim Praise Camp abgeht, ein paar Tage vor Startschuss des Praise Camps 2020. Miriam, natürlich mit ganz speziellen Vorzeichen, auch was das Praise Camp angeht. Wie habt ihr euch jetzt so vorbereitet mit den neuen Umständen? Ja, es ist tatsächlich einiges an Vorbereitung bereits hinter uns. Wir beginnen jeweils fast 2 Jahre vor dem Praise Camp wieder mit der Planung. Und dieses Jahr ist es aus bekannten Gründen wirklich herausfordernd gewesen. Aber wir freuen uns jetzt auf die Tage, die vor uns liegen. Vom 27. bis am 31. Dezember werden wir live gehen. Es wird jeweils am Abend um 19:30 Uhr einen Livestream geben. Und den Tag durch haben wir Online-Angebote von Workshops über Coaching-Angebote, Kleingruppenzeiten, Challenges und alles wird über eine App stattfinden. Also wir mussten unser gewohntes Konzept, wo wir sonst jeweils eben in der Messe Basel mit 6.500 Leuten unterwegs sind, mussten wir wirklich völlig über den Haufen werfen und uns umstellen auf eine neue Situation und werden nun live gehen nach Hause zu den Jugendlichen, ihnen so eigentlich nahe kommen und so das Praise Camp zu gestalten. Sehr gut, ja. Die Miriam ist übrigens Medienverantwortliche des Praise Camps, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Und wahrscheinlich, man hat jetzt in der Corona-Zeit Erfahrung gemacht, dass man vielleicht noch mehr Leute erreicht, wenn man online so Streaming-Angebote auch macht. Also werden das wahrscheinlich wieder tausende Jugendliche sein, die sich auf das Thema einlassen, mutig und frei Jesus nachfolgen. Was kann man darunter verstehen? Also was werdet ihr da miteinander anschauen, Miriam? Ja, was genau, das kann ich auch noch nicht so deutlich sagen. Da bin ich selber noch gespannt, was denn die verschiedenen Referenten auch aufgreifen werden. Aber so grundsätzlich geht es darum, dass wir glauben, dass eine direkte Begegnung mit Gott, dass die wirklich freisetzt, frei macht, dass man mutig vorangehen kann, mutig einfach im Alltag unterwegs sein kann mit Gott und erlebt, wie er eben wirklich Freiheit schenkt. Und das möchten wir auslesen, so eine Bewegung von Jugendlichen, die einfach mutig und frei Jesus nachfolgen, die begeistert sind von ihm und direkt mit ihm ihr Leben gestalten, Freundschaften pflegen und auch Einfluss in die Gesellschaft nehmen. Ja, sehr cool. Und da werden wir bestimmt, also einige von uns hier reinschauen, wie das dann wieder läuft im Praise Camp. Ich freue mich auf jeden Fall, einige Abende da auch mit zu erleben dann. Aber jetzt ziehe ich mich zurück, weil du bist ja hier für einen Input, ein geistliches Pausenbrot, auch Miriam. Bist so gut? Ich gebe das Mikrofon frei für dich. Danke. Ja, vielen Dank. Ich habe mich wirklich gefreut auf den heutigen Morgen und ich dachte eben so kurz vor Weihnachten, was bietet sich da besser an als natürlich die Weihnachtsgeschichte. Und ich weiß nicht, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du so an Weihnachten denkst oder gerade auch im Zusammenhang mit der Botschaft, was dann darüber gebracht wird mit der Weihnachtsgeschichte. Mir kommt so als erstes immer in den Sinn, Weihnachten, das ist das Ereignis, wo Gott Mensch wurde, wo er in unsere Welt kam, wo er uns nahe kam. Und ich weiß nicht, was dir da für Bilder durch den Kopf schwirren. Gerade jetzt kurz vor Weihnachtszeit sehe ich vor meinem inneren Auge so das kleine Jesuskind in der Krippe, im Stall mit Maria und Josef, den Hirten, den 3 Weisen. Eigentlich so sehr idyllisch und trotzdem, wenn man sich überlegt, eigentlich überhaupt nicht idyllisch, sondern eher einen
einen abgeschiedenen Ort, nicht so, wie man sich das vielleicht früher oder wie das einem König würdig wäre und wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, dass diese Botschaft, dass Gott uns nahe ist, dass Jesus in unsere Welt kam, heute genauso relevant ist. Er möchte auch jetzt und heute in deine persönliche Welt hineinkommen. Und ich glaube, dass diese häufig ja auch nicht wirklich so idyllisch ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade so kurz vor Weihnachten. Vielleicht hast du noch 1000 Dinge zu erledigen, die du noch abschließen möchtest im alten Jahr, bevor du dann in die Ferien gehen kannst. Oder du bist im Stress, weil du noch irgendwie Geschenke besorgen musst, bist dir am Überlegen, was du noch kochen wirst dann an den Weihnachtstagen, oder hast ja vielleicht auch Ängste oder Sorgen, machst dir Gedanken darüber, wie ihr Weihnachten feiern sollt, jetzt als Familie oder in der Verwandtschaft, gerade auch mit den Maßnahmen bezüglich Corona. Und ich finde es interessant, dass wir gerade in dieser Zeit, wo wir so immer wieder im Stress sind, dass wir da genau so bemüht sind, immer diese Idylle zu bewahren. Wir haben 1000 Traditionen und Bräuche, wie das denn die Weihnachten verbringen werden sollten. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause einen klaren Ablauf habt, wann die Geschenke ausgepackt werden, wann gegessen wird, welche Lieder gesungen werden, ob die Weihnachtsgeschichte noch erzählt wird und in welcher Übersetzung sie vorgelesen werden muss. Aber wir haben häufig so ganz klare Erwartungen und Strukturen und Traditionen, wie das Weihnachten gefeiert werden soll. Dabei kommt ja Jesus genau in unsere unperfekte, unidyllische Welt hinein, die eben so gar nicht dieser Norm, dieser Traumvorstellung entspricht. Und er sprengt immer wieder unsere Erwartungen. Und manchmal merke ich persönlich, wie der Kern der Botschaft der Weihnachten wieder manchmal fast verloren geht in diesem Trubel, weil man so darauf fokussiert ist, wie denn die Weihnachten wirklich gefeiert werden sollten. Aber er möchte unsere Erwartungen sprengen. In der Bibel lesen wir gerade in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte von den 3 Weisen, die einen Stern gesehen haben und diesem folgen. Und sie wissen, okay, das wird wahrscheinlich ein König wird geboren werden. Und sie gehen automatisch in den Palast. Sie gehen dorthin, wo sie einen König erwarten. Sie laufen eigentlich einfach ihren Erwartungen nach und gehen dort in den Palast und merken dann, dass Jesus nicht dort ist. Nein, er ist im Stall oder an der Krippe. Und der Stern von Bethlehem führt sie zum Stall hinein, an diese Krippe. Er führt sie in eine echte Begegnung mit Jesus. Er führt sie dorthin, wo all ihre Erwartungen gesprengt werden, an einen intimen, freudigen Ort, wo sie ganz persönlich Jesus erleben und merken, wie er nahe ist. Und wir lesen in Matthäus 2, Vers 10 und 11. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhe mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Irgendetwas musste dieses Kind an sich gehabt haben, dieses Jesuskind, dass sie einfach nur Freude empfanden. Dass sie auf die Knie gingen vor Ehrfurcht und ihre Geschenke darbrachten. Irgendetwas hat das ausgelöst. Und das begeistert mich so an der Weihnachtsgeschichte, wie Gott nicht unseren Erwartungen entspricht und uns nicht einfach an einen besonderen Moment, ein besonderes Ereignis bescheren möchte, wie diese Könige oder diese 3 Weisen. Sie konnten nicht einfach bei einer irgendwie Zelebration irgendwie im Palast teilnehmen, sondern sie gingen zum Jesuskind an die Krippe und erlebten dort, wie sie an die Quelle des Lebens geführt werden.
wie sie in diese Nähe von Jesus kommen, diese echte Begegnung. Fernab von allem Prunk des Palastes, fernab von all ihren Erwartungen. Und sie erleben, wie das ihr Leben wirklich verändert. Und wir lesen nachher in der Bibel, wie sie nicht zu Herodes zurückgehen, sondern einen neuen Weg einschlagen. Einen Weg, den Gott ihnen aufs Herzen legt. Oder man liest einfach, er hat ihnen gesagt, dass sie nicht zurückgehen sollen zu Herodes, sondern einen neuen Weg einschlagen möchten. Und ich glaube, dass so echte Begegnungen mit Gott, mit Jesus an dieser Krippe, dass die unser Leben verändern, so dass wir neue Wege einschlagen, dass wir mutige und freie Wege einschlagen, um auf das Thema vom Praise Camp noch zurückzukommen. Wie gesagt, ich bin auch noch Medienverantwortliche des Praise Camps und als Praise Camp haben wir genau das erlebt. Wir waren uns gewöhnt, es ist jetzt das 9. Mal, dass ein Praise Camp stattfindet und wir dachten, ja, wir wissen langsam, wie der Laden läuft und gingen davon aus, dass wir uns wie gewohnt im großen Rahmen mit 6.000 Leuten in der Messe Basel treffen und dort einen gewaltige Tage verbringen und einen coolen Start ins neue Jahr haben werden. Aber unsere Erwartungen entsprechen nicht der Realität. Wir mussten uns umstellen und wir merkten aber, wie es trotzdem relevant ist, dass wir jetzt einfach diese Botschaft, dass Gott uns nahe ist, verkünden möchten. Und deshalb kommen wir jetzt auch nahe in die Stuben der Jugendlichen, in ihren Alltag hinein, indem wir einfach online das Praise Camp durchführen. Eben um 19.30 Uhr haben wir jeweils einen Livestream am Abend und auch den Tag durchlaufen verschiedene Angebote, die digital stattfinden, verschiedene Workshops, Challenges und so weiter. Und es war auch so ein Prozess von Erwartungen loslassen und dadurch aber den Kern nochmals neu herauszuschälen. Schlussendlich geht es Gott nie um die Masse, um den Prunk, sondern um jeden Einzelnen, um diese echte Begegnung an der Krippe Jesus. Und er möchte in unsere persönliche Welt hineinkommen. Er wünscht sich diese echte Begegnungen, fernab von all diesen Erwartungen. Wir müssen nicht irgendwie die perfekten Weihnachten vorspielen oder jetzt eben im Bezug aufs Praise Camp es geht ihm nicht um das große Programm, obwohl wir das total feiern würden und wir auch jetzt noch viele verschiedene Angebote haben. Es geht ihm immer schlussendlich um das Herz und er möchte uns nahe sein. Und ich möchte euch einfach ermutigen, gerade in dieser Weihnachtszeit, diese Nähe zu Gott zu suchen. Er ist dir nahe. Die Frage ist, bist du ihm auch nahe? Oder bist du in diesem Palast drin und deinen Erwartungen, bist dort irgendwie gefangen und suchst dort irgendwie Gott, anstatt dich auf den Weg zu machen und dort wirklich mit den Weg von Gott nachzufolgen, wie die Weisen dem Stern gefolgt sind. Er hat sie zur Quelle des Lebens geführt. Und das wünsche ich dir für die Weihnachtstage, dass du wirklich an diese Quelle ankommen kannst und erleben darfst, wie das dein Leben verändert, wie du Dinge, Erwartungen loslassen kannst, Dinge, die dich vielleicht noch beschäftigen, auch gerade vom Jahr 2020, die du loslassen willst und einen neuen Weg einschlagen willst, weil du erleben darfst, dass Jesus dir Mut schenkt, dass er dir Freiheit schenkt. Und ich freue mich auf diese Tage und bin gespannt, was gerade auch das Praise Camp unter dem Thema mutig und frei Jesus nachfolgen, was das für Auswirkungen hat für Jugendliche, aber auch für ältere Generationen, denn alle dürfen dabei sein. Also bleibt auch da dran, eben um 19.30 Uhr werden jeweils die Livestreams vom 27. bis 31. Dezember stattfinden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Miriam. Und das war ja mal ein wunderbares Intro für dieses Praise Camp.
was du da jetzt uns gegeben hast. Also ich meine, diese Nähe zu Jesus suchen, echte Begegnung, wow. Und wie ihr da einfach umgestellt habt, das ist wirklich schon bevor ich einen ersten Livestream erlebt oder gesehen habe, wirklich top. Und ich freue mich sehr auf diese Tage auch mit euch und da zu erleben, was Gott tut bei den jungen Menschen, aber eben auch solche, die schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben wie ich, dürfen ja da gerne auch reinschauen. Von daher seid ihr alle herzlich sicher eingeladen. Und man kann sich, glaube ich, noch registrieren, oder? Und anmelden, Miriam. Vielleicht diese Frage noch zum Schluss. Wie ist da der Stand? Genau, man darf sich registrieren. Wir sind froh, das hilft uns ein bisschen auch für die Planung oder damit wir wissen, mit was wir rechnen können, ist aber nicht Pflicht. Also man kann auch wirklich total spontan sich einklinken. Eben auf praisecamp.ch/live findet man den Link zum Livestream. Alles klar. Besten Dank, dass du heute Morgen dabei warst in der LiveNet Kaffeepause, Miriam Braunschwiller. Und liebe Grüße ans Team und einen guten Start mit dem Praise Camp. Ja, genau. danke. Und dann, genau, und dann würden wir jetzt weiterfahren für diejenigen, die im Zoom mit dabei sind, mit dem Breakout, also mit den Sessions da in den kleinen Gruppen, wo wir noch ein wenig austauschen können, was das für uns heißt, diese echte Begegnung, diese Nähe zu Jesus. Vielen Dank nochmals, Miriam, und den anderen sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.